Niki schreibt da, aber merci vielmals für die Frage, Glasigenbuch. Niki Key schreibt da, erzähl mal von deinem optimalen Releaseplan von einem Album mit Singles, Videos, Content Pieces und so weiter. Okay, guter Input oder gute Frage. Ein optimaler Releaseplan in dem Sinn gibt's nicht. Also es gefällt mir, dass ihr da völlig durchmischte Fragen habt. Macht bitte weiter so. Ich geh auf alle ein. Wir haben noch sehr viel Zeit da in dieser Stunde. Niki Key, ein optimaler Releaseplan, müsste ich jetzt spontan sagen, gibt's insofern nicht. Von einem Album, also von einem vollständigen Projekt, das ein bisschen mehr Tracks hat. Ich würde aber sagen, generell, und das habe ich auch in anderen Folgen schon gehabt, wo es so ein bisschen um Promo-Arbeit gegangen ist, was ich optimal oder essentiell finde, ist, dass man sehr, sehr viel vorbereitet schon, also im Vornherein viel macht. Wie du das jetzt ja sagst mit deinen Singles und Videos, Content Pieces, also generell Musikvideos oder andere Content Pieces, bin ich immer sehr Fan davon, wenn ich bei Künstlern oder Künstlerinnen sehe, dass sie im Voraus schaffen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr das auf einem höheren Level machen wollt, wo vielleicht im Verhältnis steht mit internationalen Künstlern, dann ist oftmals der Qualitätsunterschied im Releaseplan, dass die grösseren Künstler verstehen, wie man im Voraus planen. Klar, ab und zu auch also das heisst ab und zu oftmals auch mit der Hilfe von Labelmanager oder von einem eigenen Manager, Managerin, wo in deinen Kreisen hockt. Aber vielleicht, wenn man jetzt einen Release hat und man will den optimieren, sollte man vor allem schauen, bevor man überhaupt irgendetwas macht und kommuniziert und announced und ankündigt, sollte man schauen, okay, was hat man schon alles? Hat man alle Masters? Hat man das Artwork? Hat man allenfalls schon Musikvideos vorbereitet? So dass nach dem Release, dass man nicht in Stress kommt und alles nachträglich muss machen. Weil, den Satz habe ich auch schon mal in einer anderen Diskussion diese Woche gebracht. Preparation is king, sagt man so im Englischen. Also Vorbereitung macht extrem viel von einem Releaseplan aus. Vorbereitung würde ich sagen, Niki Key, und dass es nachhaltig ist, also dass du langfristig kommunizierst. Das sehe ich auch, das ist der Nummer 2 Fehler, wo bei ganz vielen passiert. Nummer 1 Fehler ist eben, dass man sich nicht so vorbereitet auf den Release. Nummer 2 Fehler ist oftmals, dass man hindurch, nach Release, nicht genug Content, wie du geschrieben hast, Content Pieces, Singles oder Sachen einplant. Und wenn ihr euch vorstellt, wie der Young Champs das vorher gesagt hat, als im Beispiel, wenn ein Tape rauskommt mit 9 Tracks, dann würde ich erwarten, 9 Tracks sind eigentlich genug viel Content, dass du hindurch 4-5 Monate locker kannst weiter kommunizieren. Ich hoffe, die Frage ist so ein bisschen damit beantwortet, aber man kann das natürlich auch vertiefen. Aber ja, Optimierung im Releaseplan hat oftmals, zum Abrunden, hat das oftmals mit Vorbereitung zu tun und nachhaltig, kontinuierlich kommunizieren, hätte ich jetzt gesagt. Das setzt aber voraus, Niki Key, dass die Songs auch geil sind. So, sonst würde ich eine Stufe hinten ansetzen und zuerst mal wieder die Songs bearbeiten, bis man die raushaut.